Servus Leute, willkommen beim Nageria App Check, der Show, in der wir Apps checken. Ich bin der Renton. Du bist der Raven King, guten Tag. Und wir haben heute was für Strategiefans. Wir testen nämlich heute Epic Arena. Das hört sich schon mal episch an. Das hört sich episch an, sieht episch gezeichnet aus. So, ja. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut in das Spiel. Ich will jetzt nicht viel erklären, ich zeige einfach mal das Tutorial Das wäre ja gut. von der App. Da haben wir jetzt 8 Ton. Okay, also generell hast du eine gute und eine böse Seite. Das ist einmal Missionen der Ordnung und dann Missionen des Chaos. Dann hast du einen Blitzmodus. Aha. Das ist ein schneller Modus gegen Freunde. Okay. Und du hast Duelle, ganz normale Duelle gegen Freunde. Oder Internetbekanntschaften. Freunde. Okay, ich gehe mal auf Missionen der Ordnung und zeige einfach mal das Tutorial. Alles klar. Sei gegrüßt, die Bruderschaft der Ordnung heißt dich zu unserem Trainingslodus willkommen. Ludus? Bevor du dich mit unseren Kriegern in die Arena stürzt, solltest du uns ein wenig kennenlernen. Also wer weiß, was ein Ludus ist, bitte vielleicht gerade einen Kommentar. Ja, oder weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. So ein bisschen zu Keine Ahnung. Okay. Alles klar. Willkommen bei Epic Arena. In der Arena kämpfen talentierte Krieger aus aller Herren Länder um den ultimativen Preis, den Aufstieg. Wir müssen raus, wir sind ja talentiert. Fangen wir mit den Grundlagen an. Alles klar. Also, du gewinnst das Spiel, wenn du die Legion des Chaos zerstörst. Und zwar mit denen ihren Artefakten. So, dieses Artefakt ist in dem Fall das Auge. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das ein bisschen was von Heroes of Might and Magic hat. Sei mal gespannt. Okay, der Feind entsendet seine Einheiten, um unser Artefakt, das Drachenei, anzugreifen. Also unser Artefakt ist links das Drachenei. Okay, lerne deine Karten kennen. Das sind die Karten, die dir gegeben wurden. Du kannst maximal 6 Karten in deiner Hand halten. Wenn du in der vorherigen Runde Karten gespielt hast, erhältst du danach neue Karten, um sie zu ersetzen. Okay. Also du hast immer 6 Karten. Okay. Jetzt nimmst du die Karte, um die zu markieren. Und tippst auf dieses Einzugsfeld, wo Spieler eingezogen werden können. Alles klar. Das war leicht. Platziere nun noch den Alchemisten auf dem verbleibenden Startfeld. Alles klar. Gut. Nun bist du bereit loszulegen. Aha. Wähle die Bogenschützin aus, indem du das Feld antippst, auf der sie steht. Also du musst zuerst auswählen, wenn du bewegst. Und dann kannst du sagen, okay, geh auf das Feld. So, das Ganze machen wir mit dem Alchemisten genauso. Okay, und jetzt nehmen wir mit dem letzten Zug den Mönch aufs Startfeld und beenden die Runde. Okay. Alles klar. Falls jetzt Fragen aufkommen, die werden alle noch erklärt. Also das Tutorial ist wirklich super gemacht. Das heißt, ich soll jetzt die Gosch halten? Nicht unbedingt. Ah, doch, okay, gut. Also du kannst die beliebig setzen jeweils auf die Felder, die dann auch markiert sind. Das heißt, es gibt kein spezielles Feld für Bogenschütze oder für Mönch. Du kannst sie überall hier platzieren. Okay. Du musst halt gucken, jede einzelne Figur hat einen gewissen Radius, den sie sich bewegen kann pro Zug. Okay, die Bogenschützin wurde verletzt. So, und der Mönch kann verbündete Einheiten heilen, segnen und wenn sie bewusstlos sind, wiederbeleben. Das ist wichtig. Lass ihn deine Bogenschützin heilen. Also tippe mal den A. Oh. Und heilen die. Okay, sehr gut. Deine Bogenschützin ist wieder vollständig kampfbereit. Alles klar. Lerne deine Bogenschützin kennen. Sie ist eine Distanzkämpferin. Aus der Distanz richtet sie mehr Schaden an als im Nahkampf. Wähle sie nun aus. Okay, ich wähle sie aus. Und bin jetzt bereit, den Gegner zu durchsieben. Alles klar. Autsch. Ihre Reichweite und ihr hoher Schaden machen die Bogenschützin zu einer gefürchteten Kontrahentin. Super. Fabelhaft. Greife mit deiner Bogenschützin an. Also das gleiche Spiel nochmal. Und nochmal, um den Platz zu machen. Verwende eine mächtige Einheit, um dir einen großen Vorteil im Kampf zu verschaffen. Das sind dann quasi so Heroes oder sowas, ne? Also. Das ist jetzt mein Hero. Geil. Ist das jetzt ein Drache-Baby oder einfach ein kleiner Drache mit einem zu großen Kopf? Das ist auf jeden Fall lustig. Er hat gerade Wagenfahrer. Beschütze das Drachenei. Wenn der Gegner dein Artefakt zerstört, ist das Spiel verloren. Also,
Habe ich ja schon erklärt, wenn das Artefakt zerstört ist, ist das ganze Spiel verloren. Alles klar, Hilfetaste. Also, wenn ihr Frage habt, gibt es die Hilfetaste. Ich mache das jetzt mal auf und dann siehst du ja überall die Fragezeichen. Ah ja, krieg ich überall Informationen, ne? Also, wenn du irgendwann nicht mehr weißt, was muss ich machen, wo bin ich hier überhaupt, dann einfach die Hilfetaste. Die hilft dann schon. Ah ja. So, und dann siehst du hier beim Magus, kriegst du auch so Spielerkarte von der jeweiligen Figur. Das ist auch ziemlich cool. Egal, ob er seine Feinde mit zerstörerischen magischen Angriffen, bla bla bla. Okay, du siehst auch, wie viele Felder er sich bewegen kann. Er kann 2 Schritte laufen und schießen kann er im Radius von 3, genau. Wahrscheinlich das 10% war gerade die Rüstung. Genau. Kurzhilfe ist auch cool, du musst nicht immer das Fragezeichen drücken, sondern du hältst die Figur lang gedrückt und kannst dann da reingucken. Ah ja. Genau. Also ich muss sagen, was mich interessieren wird, wäre dieses Feld mit der lilanen Flamme. Da kommen wir noch dazu. Ach gut, okay. Du hast auch schon drauf gedacht. Ah ja. So, der Gegner da vorne ist bereits sehr geschwächt. Erledige nun mit einer Bogenschützin. Alles klar. Zack. Gut, und jetzt Todesstampfer. Okay. Jetzt kommt der Witz, pass auf. Die Figuren, die umfallen, bleiben so lang liegen, bis sie wieder geheilt werden. Von Heiler oder Mönch oder was das war. Okay. Wenn ich jetzt aber hingehe und laufe mit meiner Figur auf dem sein Feld oder über sein Feld, Dann gibt's Flecke. gibt's Flecke und die Figur ist für immer weg. Ah! Das heißt, man könnte den auch wieder zum Leben erwecken, theoretisch. Man könnte wieder zum Leben Indem ich erwecken. das mache, einfach nur, um das nochmal zusammenzufassen, Ja, genau. genau. Der Gegner die Chance genommen, dies zu tun. Ja? Wunderbar, Gut. ja. Kann natürlich sein, dass er eine Karte kriegt, wo er neue entsenden kann, aber ja. Okay. So, es ist jetzt Zeit, an das Ei vorzurücken. Aber man hat generell 6 Grade zur Auswahl. Genau, immer. Also, Also wird immer neu gemischt. du kriegst immer neue dazu dann. Alte, die du nicht verbraucht hast, bleiben in deinem Deck. Okay. Du kannst übrigens auch, wenn du gegen Freunde spielst und sowas, kannst du dir auch vorher Decks zusammenstellen. Und sowas, so ein bisschen wie Magic oder sowas. Ah, als alter Magic-Spieler finde ich das ganz cool. Das ist schon cool. Aber bin mal gespannt, wie das umgesetzt ist. So, Runde beenden. Sieht so aus, als würden sie deinen Drachen angreifen. Nein! Okay, Chance. Guck mal, der hat schon ordentlich Schade genommen. Ne? Sie ist auch tot. Ja, also Heilung und Wiederbelebung. Einige Karten und Einheiten können bewusstlose Einheiten wiederbeleben. Hier lernst du, wie du Einheiten heilen und wiederbeleben kannst. Alles klar. Und jetzt kommt so Karte zum Einsatz. Ich nehme die Karte, setze die bei dem Drache ein. Und jetzt kann ich mit dem Drachen einen Gegenangriff ausüben. Hast du eben gesehen, der hat auch einen Radius gehabt, wo er Schade gemacht hat. Er hat auf 4 Felder gleichzeitig Schade gemacht. Der Assassine widersteht wie alle Legionen des Chaos-Einheiten magischem Schaden. Dein Drache konnte daher kaum Schaden anrichten. Vielleicht schlägt sich die Bogenschützin besser. Alles klar, also die Bogenschützin macht hier mehr Schaden, klar. Also du musst auch gucken, mit was du angreifst. Ja, ist also schon ganz cool. So, jetzt nehmen wir hier so eine Sturmkarte. Wobei ich denke, dass im späteren Verlauf auch wichtig ist, was für Art Einheit gegen was für andere Art Einheit. Ja, wahrscheinlich. Ja. Durch Vorteile, Nachteile. So, und dem Zyklop durstet nach Blut. Der hat schon immer hier dein... Der hat meinen Drache kaputt gemacht. Autsch, die Gegner sammeln sich. Vernichte sie, bevor sie das Drachenei erreichen. Okay, jetzt gibt's halt Angriff. Und ich glaube, jetzt kommt das, was ich eigentlich erklären wollte. Genau, pass auf. Aktionspunkte, Bewegungen, Angriffe und das Einsetzen von Karten kostet Aktionspunkte. So, die sehen wir oben rechts. Und wenn du merkst, okay, die Rund, die läuft nicht so, wie ich das will, kannst du hier durch Drücke die Züge rückgängig machen. Und zwar alle, die du hast. Okay. Wie oft geht das? Immer. Immer. So, und jetzt gibt es nämlich Magiekarten. Die habe ich hier unten rechts aufgemacht. Und ein kleines Beispiel ist der Blitzschlag. Die sind halt ziemlich stark, diese Magiekarten. Das sind also so Bonus-Booster oder sowas. Okay. Kannst du dir vorstellen. Also du kannst hier durchdrücken. Jetzt geht's nicht mehr, weil es Tutorial ist, aber du kannst halt durchdrücken links auf dieses Deck.
kannst du zwischen deinen normalen Karten und deinen Magiekarten wechseln. So. Jetzt mache ich die Seherin hier platt, damit sie dann nämlich beleben kann. Man kann mit der Bogenschützin allerdings noch mehr Schaden anrichten. Macht deinen letzten Zug rückgängig, also das wird hier nochmal gezeigt. Und hier habe ich jetzt so eine, ich kann es groß machen, Energieklinge. Und das ist eine Booster-Karte, die mir dauerhaft 50... erhöhst du den Schaden einer verbündeten Einheit dauerhaft um 50%. Genau. Jetzt wähle ich die Karte aus, wähle sie und sie hat jetzt den Boost mit dieser Stärkung. Zack, und schon hat es ordentlich abgekriegt. Zerstampfe den Zyklop mit dem Alchemisten. Und beende die Runde. Ich finde das Verstampfe gut. Bumm. Der Kampf ist offenbar noch nicht vorbei. Das Chaos bündelt seine Kräfte zu einer letzten Attacke. Alles klar. Oh, das Sensemann. Das Sensemann. Das Sennheiser-Mann. Möchten Sie ein Headset kaufen? Ich hab's hier an meiner Sense. Kommen Sie nur näher. Alles klar. Jetzt muss ich mich um das Artefakt kümmern, damit es schnellstmöglich kaputt ist. Das heißt, pass auf, jetzt. Du musst nicht unbedingt alle feindliche Einheiten zerstören, sondern wenn du dieses Artefakt zerstört hast. Wenn du das Artefakt zerstört hast, hast du die Runde gewonnen. Ich habe insgesamt die ersten 3 Missionen gespielt und es ist aber auch so, dass du die Runde gewonnen hast, wenn die feindlichen Gegner auch erledigt sind. Okay. Sofern der Gegner mit seinen Karten keine neue Einheit reinschicken kann. So, genau, pass auf. Um jetzt vorzugreifen, weiß ich ja nicht so oft mache. Moment, eine Sekunde mit dem Vorgreifen. Hier. Stärkungsfeld für Artefaktschäden. So. Wenn ich mit einer Spielfigur auf dieses Feld gehe, mache ich mit jeder Spielfigur mehr Schaden auf das Artefakt. Und es gibt verschiedene Boosterfelder. So, jetzt stell noch deine Frage, bevor ich auf das Artefakt Ob es schieße. gerade dann irgendwie sinnvoll ist, einen Kampf rauszuzögern, wenn ich mehr Punkte will? Ich weiß nicht, wie das ob es so ein Punktesystem gibt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Punktesystem Okay. gibt. Doch, es gibt Ob es dann besser ist, mehr Gegner einfach platt zu machen, wenn ich merke, der Gegner ist nicht so stark und dann zögere ich das einfach hinaus, lass dann immer wieder beleben. Du kriegst pro Spiel Sterne, ähnlich wie bei Angry Birds oder sowas. Und wenn du super gut warst, hast du 3 Sterne. Okay. Das ist dieses Punktesystem. Und dadurch kriegst du auch irgendwie neue Booster oder sowas. Weiß ich nicht 100%ig. Okay. Das war beeindruckend. Ja, ausgezeichnet und gerade noch einmal, weil es so schön war. Gute Arbeit, das Auge des Chaos ist schwer beschädigt. Bereite deine Verteidigung vor. Der Feind wird dafür sicherlich Vergeltung fordern. Gut, Verteidigung kann ich jetzt nicht mehr machen. Achtung, der Feind beschwört seinen Held. Der Herr des Chaos ist ein mächtiger Gegner, der mehrere nebeneinander stehende Einheiten im Nahkampf angreifen kann. Also das ist den ihr Drache quasi. Ja? Keine leichte Aufgabe, du musst deine Angriffe konzentrieren und die Legion des Chaos-Feinde rasch ausschalten. Extreme Situationen verlangen nach extremen Maßnahmen. Alles klar, jetzt nehmen wir die Next Card. Und zwar eine Artefakt-Angriff-Karte. Und jetzt nehmen wir den hier. Platzieren ihn hier. Geben dem Bu noch ein bisschen mehr Stärke. Und das wird es dann wohl gewesen sein. Noch nicht. Jetzt aber. Was halt geil ist, wenn du dir denkst, okay, das war jetzt doch nichts, kannst du halt alle 5 Schritte zurückgehen. Das ist echt nicht schlecht. Ich habe Trophäe freigespielt, also Achievement wahrscheinlich. So, und 3 Sterne fürs Tutorial. Sehr gut. Das habe ich ganz alleine geschafft. Ja. Gut, pass auf. Ich jetzt sage, wir zeigen noch die Hinterhalt! und die Erst- oder Zweitmission. Und gucke. Ich finde schon die Soundausgabe, ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass es nicht so übertrieben. Also es ist in Ordnung. Die Kniffligkeit wird dadurch. Genau. Also der Sound ist deshalb cool, weil du nicht durch irgendwie keine Actionmusik, die jetzt super dazu passen muss oder sowas.
So, Ah, okay, das heißt jetzt erstmal hier wiederbeleben, würde ich mal schätzen. Genau, ich Oh, die gehe sind noch nicht zerstampft. auch hier und belebe ihn wieder. Und versuche Geil, wie er rumhüpft. und setze ihn aufs Stärkefeld, damit wir mehr Stärke haben. Gut. Das hier ist Schild. Und das Schild gebe ich auch, glaube ich, gleich mal ihm. Und attackiere zuerst die Bogenschützin. Gut, okay, ich beende mal die Runde. Ah, siehst nach der ersten Runde sind jetzt die Leute auch tot von mir. Die Einheiten, die da lagen. Hätte ich bloß einer beleben können, oder? Anscheinend, ja. Außer ich hätte mit ihm noch mehr belebt. Recht, dass ich ihn auferstehen los und er... Wow. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie der Renten das dann hinkriegt. Das ist eine sehr gute Frage. Nächste Frage. Nächste Frage. Oh. Also ich habe jetzt hier noch eine Heldin reingeholt. Gut. Die hat genug Health noch. Ich gehe wieder auf die Bogenschützin. Oh. So, die Runde ist vorbei. Wow. Ach du Scheiße. Das ist der Molotow-Bill. Autsch, autsch, autsch. Das war jetzt natürlich Da nichts. hat schon mal der Drache-Ei ins Auge gefasst. Ah, kannst schon schräg schon. Das reicht noch nicht, ne? So, was ich jetzt aber mache, so schlau wie ich bin. Sieht so aus, als würde er auch nicht viel aushalten. Eigentlich. Okay. Das könnte kritisch werden. Zack. Das geht noch. Ich bin jetzt nur mit der Bogenschützin weg, damit er mich nicht angreifen kann. Beziehungsweise, dass er zumindest nur ein Schaut bis jetzt zwei gut, aber Angriffe dass er machen nicht noch kann. mehr spawnt. Ja. Ja, noch. Sieg! Sieg. Okay. Ja, nicht so gut gelöst. Ja, gut, Malantje. Malantio, ja. Malantio. Ich hab's ja auch vorher auch schon mal. Was? Nur kurz. Nur Ja. Nur mal reingeschaut, geguckt, ob sich klicken lässt und so. Ob das geht ist? Ist das ein klickbares Spiel? Ist es sowas, wo man klicken Mit kann? dem Bildschirm da? So, pass auf. Das blaue Feld ist übrigens ein Teleporter. Mhm. Alles klar, ich habe mich jetzt mal vorbereitet. Ah, die haben aber auch einen Drache, recht? Der einen Drache, ja. Och nö, komm, hey, Drache. Gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade? Ich glaube nein. Ich glaube, es wird einfach schwerer noch der Zeit. Mhm. Alla hopp. Diesmal auch 2 Eier. So, männliches Spiel. Wie ich nur sage. Was gut ist, mein Teamkollege werden nicht getroffen, Mhm. wenn ich mit dem spiele. Also kein Friendly Fire. Ja, zum Glück nicht, hey. Alles klar, der Drache hätten wir mal erledigt. Ich denke, die Runde war auch annehmbar. Aber ich habe gesehen, meine Karten füllen sich nicht auf. Das war wohl eine Fehlinformation. Ich glaube, du bekommst erst neue Karten, wenn sie alle aufgebraucht sind. Okay. Glaube ich mal. So, kann der Heiler sich selbst heilen? Nö. Probieren wir mal. Ich nehme mal die letzte Karte hier. Alles klar. Gut, die waren ja auch ziemlich stark dort hier. Bam! Krass. Zack. Jetzt sieht's schon. So, was haben wir hier?
Stärkungsfeld für Artefaktschäden. Gut, das mache ich jetzt aber nicht. Sondern ich stelle mich hier vor meinen Kumpel. Ich kann mal kurz schauen. Einstellungen. Ja gut, kannst du nur den Sound ändern oder sowas, aber... Ja. Wache Menü. Ah ne, das geht zurück ins Anfangsmenü. Ich nehme A, ja. Ich finde es auch cool, hier oben ist zum Beispiel das Schaf. aber die Figuren sind jetzt auch nicht unbedingt detailarm, ne? Ja, sieht ganz lustig aus. Sie erfüllen ihren Zweck und sind relativ stilgerecht, würde ich es jetzt mal nennen. Also, passt schon alles zusammen. Oh, das hat aber gut geheilt, hä? Ich find's geil, wenn du das Schaf benutzen könntest. Das hat die gleiche Fähigkeit wie der Drache. Geil. Ah, ne, sehr gut. Ich habe noch einen Punkt. Mein Heiler, das ist mal ein bisschen im Background. Der Heal. Ah, das sind nur noch 2 Heiler. 2 Heiler. Ich dir keinen Nachschade machen. Du Drecksack. Autsch. Ja, also holst mal uns Bier, Brotzi. Oh. Ein bisschen was für ein Mönch, ne? Also es sind ja Mönche, ne? Ja. Ja, ist ein Mensch. Natürlich. Ah, Sicht. Ah, hä? Ich muss wirklich explizit auf das Feld laufen. Okay. Kannst du nicht im Vorbeirennen dann Plot machen. Okay, beenden wir die Runde. Zack, zack, zack. Also wie gesagt, es gibt auch noch einen Blitzmodus. Ich glaube, dort jeder immer nur Endzug. Deswegen Blitz, weil es so schnell geht. Du kannst das gegen Freunde spielen. Das Spiel war, wie ich verstanden habe, ein Facebook-Spiel. Das heißt, eigentlich ist es ein Facebook-Spiel, was jetzt in App-Form gekommen ist. Und ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist für mich so ein bisschen eine Mischung aus Magic the Gathering, Schach und von der Grafik her die Siedler. Ja, bisschen Ne? Siedlermäßig. So ein bisschen sowas. Übrigens gibt es hier noch, ne, hier, ich würde sagen für den Sieg, lass mal die Sau raus. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall Epic Arena. Ja, ich finde es sieht sehr cool aus. Ich habe es zwar jetzt nicht selbst gespielt, aber es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Also du kannst 8 Spiele, weil es gibt's für iOS und für Android. Und Okay. ich denke, es wird halt später schwieriger, fordernder, ist ja logisch. Und dadurch, dass du auch 2 verschiedene Kampagnen hast, denke ich, dass es relativ abwechslungsreich ist. Ist auf jeden Fall ganz cool. Download-Links und Infos bei nageria.net unterm Video oder in der Videobeschreibung auf YouTube. Oder ihr schaut euch beim Entwickler auf der Gamescom um, die haben da nämlich auch einen Stand. Verlinke ich auch nochmal oder mach hier ein schick Bild mal einen hin, Brief. hier. Oder schickt einen Brief. Also einfach was so ans Auto klemme. Hallo. Einfach mal ins Auto klemme. Also, Leute, danke fürs Zuschauen. So, ihr wisst ja, ne? Abschalten. Abschalten. Ciao.